Onze Geschicht schildert de Pilgerreis van een poort van Plautdietsche Mennoniten in Noord-, Middel- en Zuid-Amerika. Onze Geschicht. Ditmaal zei we eerst, wo de Oud-Kolonie afgesloten Haundelskontract met de Zuloaga-familie Kartje voort Lüden deed. En dan vertellen we wat meer van onze ouderen, grootouderen en urgrootouderen Reitmerken zum Uitwanderen. En dan vangen we aan te vertellen van de uitwanderung zelfs van Canada naar Chihuahua, Mexico. De Oud-Kolonie Mennoniten afgesloten Haundelskontract met de Zuloaga-familie Lüd Kartje voort zo. Am 6. September 1921 ist zwischen de Vertreter von de Rheinländer Mennoniten en de Zuloaga-familie vereinbart worden door de Oud-Kolonie Rheinländer Mennoniten von Manitoba, Canada, 150.000 Acker goudet Ackersland en bestierstol gekauft haben für den Preis von 8,25 US-Dollars den Acker. Daraufhin haben die Käufer 15.000 US-Dollar Handgeld gegeben. Wieder ist zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart worden, dass die Käufer am oder vor dem 1. November 1921 $2 US am Acker an der First National Bank in El Paso, Texas, Antollungsgeld angetolt haben sollen und dass sie den Rest von den Tollungen in 8 Jahren jeder Jahr den 8. Teil auch an der First National Bank in El Paso, Texas betollen sollen mit 6% Zinsen im Jahr. Wieder ist vereinbart worden, dass die Oud-Kolonie Rheinländer Mennoniten von Swift-Current, Saskatchewan noch weitere 50.000 Acker für denselben Preis auf dieselben Bedingungen kaufen können, was im 1. Januar 1922. Wieder ist besonders vereinbart und verständigt worden, dass der Haundelskontrakt modern bindend und geltend ist, wenn der Gouverneur von der Stadt Chihuahua, Ignacio C. Enriquez, an oder vor den 1. November 1921 den Mennoniten schriftlich die Freiheit geben wird, dass sie in Mexiko Land eignen dürfen. This Haundelskontrakt ist am 6. September 1921 in El Paso, Texas, uitgeschreven worden und ist dort unterschrieben worden von der Käufer ihrer Seite, Vorsteher Franz Freise, Waisenvorsteher Peter Neufeld, von der Verkäufer ihrer Seite, Carmen Zuloaga de Kraft, Maria Zuloaga de Muñoz, Marta Zuloaga de Luján, Luz Zuloaga de Madero, Leonardo Zuloaga und Pedro Zuloaga. Wir wollen uns nun noch weiter mehr vertellen von unseren Eltern, Grootouderen und Urgrootouderen ihren Reitmerken zum Uitwandern und dann von wo die Uitwanderung anfängt von Kanada nach Chihuahua, Mexiko. Aber nu erst war da ein Bild von was bei Swift-Current, Saskatchewan passiert. Am 15. September kam mit einmal ein Auto dahin, wo die Oms auf die Swift-Current-Kolonie gekommen sind, und bringt Abraham Wieb, Julius Wieb, Heinrich Peters und Franz Peters jeder eine Verladung, ein Summons. Landverkäufer, die Oud-Kolonie ganzes Koloniesland auf die Swift-Current Reserve verein auf einmal zu verkaufen versichern, in den Kaufmann sind irgendwo in einen Konflikt geraten, sodass der Konflikt im Gericht geregelt worden soll. In diese Feierabends sollen dort auch im Gerichtshaus sein. Zweimal wird das Gerichtsdatum wieder geschoben, aber als das Gericht dann endlich an ist, dann müssen diese Feierabends dort sitzen und tauhorchen, und wenn das neidig worden wird, sollen sie als Zeugen durchstehen. Aber als sie dort Feierdeel immer weiter geseten und mit großer Ungemütlichkeit zugehört haben, wo das Gericht mit Konflikten handelt,
dann ist endlich dort gerecht gekommen, ohne dass sie haben Bruck aus Zeigen für irgendwas durchstehen. Dafür sind sie uns sehr, sehr dankbar. Wir wünschen und hoffen, dass so was niemals mehr wird Brücken herkommen in ihrem Leben. Das Konflikt zwischen der Ölkolonie und ihrem Land verkeipen, in den ihre Keiper haft aber lang noch nicht zu lösen gehen. Und haft die Swiftkurrente eng noch viel Geld gekostet. Nu war der Trägen Reidmerken zum Uitwandern. Am 10. Oktober wurden Klaas Heide und Johann Weirempel nach Chihuahua geschickt, dort alles zu regeln und fertig zu machen mit erstens dem Gouverneur in Chihuahua wegen Landeigentumsrecht in Mexiko, zweitens mit der Zuloaga-Familie in der Ölkolonie auf Koten, Newman in Madero in El Paso, Texas, dat sie dort ganze Fleck Land an 2 Quadratkilometer Fläche anmeten lassen sollen. Drittens mit der First National Bank in El Paso, Texas, durch wo die Tollungen am Land gemerkt worden sollen, zu bereden kriegt, wo dort gedonen worden soll. Und dann viertens mit den Eisenbahngesellschaften zu reden, dort die lägste Preisen versichern zu kriegen, für in Kanada ankommen, die mennonitische Uitwanderer von dort aufzuholen und dann die durch die US durchzuführen. Am 15. und 16. Oktober regeln Klaas Heide und Johann Weirempel alles mit dem Gouverneur in Chihuahua. Am 17. Oktober fahren sie nur dem Rancho Hacienda de Bustillos, blieben dort über Nacht und fahren dann noch weiter dort gekaufte Land beseinen. Sie sind zweimal auf der Zuloagas ihren Rancho La Quemada zur Nacht und für die dritte Nacht sind sie weiter Trägbad, wo die Zuloaga-Familie wohnt, auf ihrem Rancho Hacienda de Bustillos. Am 21. Oktober fahren sie noch einmal dort südliche Port vom gekauften Land beseinen und kommen weiter Trägen Rancho Hacienda de Bustillos und blieben dort bei des Zuloagas weiter zur Nacht. Am 22. Oktober fahren sie zurück nach Chihuahua, dort mit Immigrationsbeamten die Einwanderungssachen zu regeln. Am 23. Oktober fahren sie zurück nach El Paso, Texas. Am 24. trafen sie sich danach weiter mit ihren Aufkoten Newman und Madero in El Paso. Sie bereden dort mit an, dass sie sicher merken sollen, dass ihr ganzes Fleck Land in 2 Quadratkilometer Fläche angemeten worden wird. Und dann gehen sie nur die First National Bank und bereden dort mit ihrem Präsident, kriegt, wo sie die Tollungen merken sollen. Der Bankpräsident hält an, von dort kurz ein Telegramm aufschicken nach Vorsteher Franz Freise in Manitoba, wo er sagt, dass Vorsteher Franz Freise dort $2 US am Acker Antollungsgeld schickt und Klaas Heide und Johann Weirempel uitmerken soll und dann an dort kurz nach El Paso, Texas schicken. Als dat Scheck angekommen ist, dann tollen sie dort an der Bank an und fahren zurück nach Haus. Und damit ist dann der Manitoba-Gemeinde Airport vom Landhandel fertig gemacht. Die Swift-Kurrente in Saskatchewan arbeiten auch daran, Airport vom Landhandel fertig zu machen. Aber sie haben Schwierigkeiten, genug Geld zu kriegen, um ihre $2 am Acker Anholung zu machen. Am 15. November wird David Rempel nach Chihuahua geschickt, mit der Zuloaga-Familie versichern auch die Swift-Kurrente Airport vom großen Landhandel fertig zu machen. Bernhard Rempel und Cornelius Friesen fuhren zur Gesellschaft mit David Rempel Taub nach Chihuahua. Diese beiden Männer kommen alle am 4. Dezember zurück, aber David Rempel kommt mal erst am 13. Dezember. Rempel hat die Swift-Kurrente Airport vom Landhandel auch fertig machen, wenn sie auch nicht können die volle Anholung merken. Lothar noch mal mehr von der Swift-Kurrente ihren Landhandelskontrakt, der noch sehr kompliziert wird.
Nu, dat de Swift-Currente Airport vom großen landhandel ook voordig is, schuiven vele mensen in Saskatchewan en ook in Manitoba zeer nou dat de uitwanderung aanvangen zal. De Lied zijn meid vom strafgelder tolen dafür, dat ze ihre Kinder nicht in der Regierung ihre Public Schulen checken. Sie wollen so schwind als möglich von Kanada weg. Aber auch kolonische und sommerfälsche Leiders und Beamte von der US-Isaborn-Gesellschaften mochten erst die Freiheit utarbeiten, de kanadische Mennoniten von Kanada aufzuholen mit ihrem Fei in Sachen Taub und die dann durch die US führen zu derven. De Oud-Koloniën broken ihren Helper J.F. Wied ook nog watertum aanhelpen ihre Uitwanderung zu planen und durchzuführen. Ich habe al lang nicht alle Bruderschaften und andere Taubkommen in Manitoba und Saskatchewan erwähnt. Aber nu ist das was da, wo so viele Meetings oder Taubkommen aufgeholt wurden, dass sie das gar nicht alle weiten wollen. Ich will auch wieder bloß von den wichtigsten Taubkommen was vertellen. Über das ganze gekaufte Land in Mexiko sind nu Linien getrokken, 2 Kilometer uitein, gelängd in de Dweer, zodat het 2 Kilometer bij 2 Kilometer grote vlekken zijn. Beim dit ganze Vlekland so weit aanmeten, zijn schijnbaar ook wat van de Oud-Koloniën ihre landmeter van Canada door met bijgewaast, zodat zij met de landkaart wat de Zuloagas ihre landmeter offiziell fertig maken, ook bekend worden. Vorsteher und Landmeter haben diese Landkarte vervielfältigen lassen und haben daarboven Flecken aufgemeten und aufgemalt, die groß genug sind, um daarboven ein Dorf anzulegen. Und dann haben sie diese Flecken genummeriert und jeder oud-kolonische Dorfschild in der Swift-Current Reserve kriegt eine so eine Landkarte von ihrem Port vom Land und jeder oud-kolonische Dorfschild in Manitoba kriegt eine Landkarte von der Manitoba-Kolonie ihrem Port vom Land. Und dann ist auf beiden Städten eine Zusammenkunft, wo die Vorsteher in alle Schuldenämter kommen. Da schrieben sie jeder Landnummer auf jeder ein Papierchen, scheren die Papiertjes in eine Metze nennen, und dann muss jeder Dorfschild ein bisschen Papier aus der Metze rausnehmen, und durch dort Nummer, was auf dem Papierchen steht, erfährt jeder Dorf, woont Land zijn zal in Mexiko noch eher zij doorheen tragen. En wiels zo'n dorpen als zum Beispiel Blumenort, Gnadental, Hamburg, en Rheinland en Manitoba, al waar er veel landloze jonge lied hadden en in Mexiko voor 2 dorpen land kochten, nemen ze een nummer en kunnen dan dat aangrenzende vlek ook hebben, zodat ze door entweder een doppelt grote dorp aanleggen kunnen oder 2 separate Dorpen. Das Dorf Gnadental in Manitoba wordt in Mexiko Gnadental en Gnadenfeld. Das Dorf Blumenort in Manitoba wordt in Mexiko Blumenort en Blumental. Das Dorf Rheinland in Manitoba wordt in Mexiko Rheinland, Neu-Rheinland. Das Dorf Hamburg in Manitoba wordt in Mexiko Hamburg en Steenbach en so weiter. Met dem al die Oud-Koloniën ihr Land op eenmaal verkijpen en de Manitoba Westreserve en ook in de Swift-Current Reserve, dat jeft nog immer nicht. Aber viele Lied merken sich bereit uit te wandelen, ohne ihr Land verkauft zu haben. Sie übergeben das Land verkijpen einem Verwandten oder einem Freund, der wenigstens ab verirrt noch in Kanada bleiben will, zodat, wenn das erst geregelt worden ist, dass jeder einer sein Land selbst verkaufen darf, dann soll Verwandter oder Freund ihr Land veran verkaufen. Angefangen an ihr Land selbst zu verkaufen, ehe sie die Freiheit haben dazu. Dort gibt dann natürlich weiter Schwierigkeiten in sogenannte Gemeindenarbeit. Aber mit der Zeit wird dort alles Land auf einmal verkaufen, auf alle 3 Städten abgegeben. Und dann dürfen alle Bürger ihr Land selbst verkaufen. Da die Gemeinden nicht all ihre Bürger ihr Land auf einmal verkaufen können, dort wir vielleicht sogar eingelegt. Dann, ehe sie kämen zum Uitwandern, werden in Manitoba all ungefähr 1/3 von der Oud-Koloniën-Familien, die all nicht uitwandern wollen. Und von den Swift-Currenten wollen all ungefähr der Hälfte in Kanada bleiben. Und von der Hague-Osler-Gemeinde bleiben am Ende der über der Hälfte
in Kanada wonen. De loonprijs in de Manitoba wasreserve in de kriegstijd en opgegaan bij $75 den aker. Aber nu moesten Farmer ihr Land für 10 bis $20 den aker wohnen lassen, wenn sie verkaufen wollen. Und da mussten sie dort Völken noch ganz oder meist ganz uitbargen. Da wir so viel Land zu verkaufen, Käufer wussten, sie brauchten mal holen, was sie holen wollen. Al am Herbst 1921, als der Landhandel in Chihuahua endlich fertig geworden war, fangen Lied an, ihre Sachen, die sie nicht mitnehmen wollen nach Mexiko, durch Utrops zu verkaufen. Utrops gehörten bald sozusagen zu der Ordnung. Besonders anfangs 1922, so schwind als der kaltste Deel vorbei wären. Aber auch die Sachen, die auf die Utrops verkauft worden, bleiben viel zu billig. Willst du viel mehr Lied verkaufen wollen, als kaufen. Wir brechen hier auf, wie es unser Titel war, aufhört. Nächstes Mal vertellen wir wieder von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihrem Reitmerken zum Uitwandern und dann von ihrem Uitwandern von Canada nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. But nächstes Mal. That's George Rempen.